Eigentlich liebe ich mein Studium, aber es gibt wirklich einen fetten Nachteil. Und zwar, dass ich absolut gefühlt keine Zeit mehr habe für so meine Social-Media-Sachen. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich noch recht proud für das, dass ich wirklich jeden Tag 9 to 5 Schule habe und doch noch relativ regelmäßig Sachen poste. Aber was ich halt wirklich komplett vernachlässigt habe, seit ich angefangen zu studieren, ist YouTube. Und ich merke wirklich, wie mich das richtig hart abfuckt. Für die, die es nicht wissen, mit YouTube habe ich angefangen. Das war meine Main-Plattform eigentlich gewesen. Und ich merke so richtig, wenn ich das ultra krank vermisse. Ich habe so eine geile Community gehabt, die regelmäßig meine Videos geschaut hat und ich habe das irgendwie so ein bisschen verloren jetzt und das fuckt mich einfach ab. Und ich habe mir jetzt vorgenommen für 2025, dass ich wieder regelmäßig YouTube-Videos auflade. Einmal in der Woche wäre das Ziel. Aber ich merke halt, sobald ich YouTube durchziehe, fange ich an, Shortform-Content vernachlässigen und das nervt mich auch. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich muss so voll kranke Shortform-Content-Sachen aufladen und wenn es mal ein Vlog ist, dann muss er so voll überlegt sein und mega hochwertig und keine Ahnung. Und damit ich wieder regelmäßig YouTube-Videos machen kann, heisst es eigentlich, dass ich jetzt einfach mal meine Erwartungen auf Shortform-Content ein bisschen abschrauben muss. Ich glaube, ihr merkt selber gar nicht so einen Unterschied, aber eigentlich kann ich doch einfach so random Laber-Videos machen wie jetzt gerade, die nicht so aufwendig sind und ich habe trotzdem irgendwie Freude. Darum will ich mir wirklich als Ziel nehmen, jetzt einfach anfangen, mehr Laber-Content machen, gar nicht so verkopft sein, einfach euch erzählen, einfach euch mitnehmen, simple Vlogs machen, mein Leben noch ein bisschen mehr mit euch teilen, fucking random Trends mitmachen, weil auch Trends können geil sein. Ich sag das gerade mit so einer Confidence, aber ich sage ehrlich, ich habe schon ein bisschen Angst.